Was geht ab, Digga? Was geht? Digga, ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Bro, ich war doch... Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Ach du Scheiße. Ja, was geht ab? Ich bin auch wieder hier. Nach 40 Tagen. Es sind genau 40 Tage, Mann. Ich hab nachgeschaut. Was geht ab, Jungs? Erstmal Pipo Swing, guten Tag, guten Tag. Hallo. Was geht ab? Ich sag einfach Hallo, okay? Es ist viel zu schnell, Bruder. Es sind auch hunderte Subs, die reinkommen. Ey, Jungs, wirklich Dankeschön. Ich küsse euren fetten Arsch. Ich bin von 4200 Subs auf 1300. Was aber immer noch krass ist, sage ich. Bro, ich war 40 Tage weg, mehr als ein Monat. Heißt, 1300 Leute haben trotzdem einfach weitergesubbt. Bruder, ich bin, oh Gott, überfordert. Bro, ich bin nur TikTok-Streams gewohnt. Digga, ich hab eine PowerPoint vorbereitet. Wir haben dich sehr vermisst, G. Die stelle ich euch dann vor, okay? Bro, denk, wir sind Lehrer. Ich wusste nicht, wie ich sonst machen soll, okay? Ich habe keine Ahnung. Ja, eigentlich wollte ich, dass der Comic-Stream irgendwie krasser wird. Digga, ich bin erstaunlich gut drin in den Settings mit Stream, also als wäre ich nie weg gewesen irgendwie. Normalerweise habe ich immer Probleme damit. Bruder, er schreibt mir überall. Twitch Deutschland macht wieder Sinn. Er schreibt mir überall. Ich war heute auf TikTok live. Da war so ein kleiner Junge, der meinte, kannst du mir folgen? Ich meinte, ja, ich mach nach Stream. Digga, er schreibt mir überall. Auf Instagram. Jetzt hier. Auf TikTok, Digga. Das ist Geh crazy. auf und macht. Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich den Comic-Stream krasser machen. Geplant war nämlich, dass ein Orchester zuerst spielt und ich dann reinlaufe. Hat leider nicht geklappt. Digga. Scheiße. Hat nicht geklappt. Da hat mir noch so eine Seite, wo man Sänger buchen kann in Madeira. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Habe ich auch angefragt. Habe ich sogar eine Antwort heute bekommen. Die ist aber leider auf der Nachbarinsel gerade. Scheiße, Digga. Das ist so krass gewesen. Du bist nicht Kai Stennet. Ich wollte es aber sein. Aber wie findet ihr mein Drip? Vorhin wurde schon ein bisschen reingeschrieben. Ich hab abgelevelt. Du siehst so cool aus, dankeschön. Ich trage Polohemd. Das ist ein Polohemd hier, ne? Ich spiele jetzt Golf. Ne, jetzt habe ich alles in Japan gekauft. Abgelevelt und zugenommen. Wait, sehe ich fetter aus? Sehe ich wirklich fetter aus? Merkt man das? Nein, ihr verarscht mich. Ihr verarscht mich, Digga. Nein, niemals. Ich guck Let's Beauty. Ich habe wirklich zugenommen. Das ist kein Witz. Aber ich find's krass, wenn man das sieht. Ich glaube, man sieht das nicht. Also so viel habe ich jetzt auch nicht zugenommen. Oh Gott, Digga, mir ist das so scheiße. Ich weiß ganz genau, wann das war. Ich habe nicht zugenommen. Nein, ich habe nicht zugenommen. Also ich habe zugenommen, aber nicht so, dass man es sieht, Digga. Niemals. Nein. Ich bin von, es ist schon ordentlich. Ich bin von 77, ja, es geht. Ich bin von 77 auf 80. Du siehst viel gesünder und glücklicher aus. Cap! Das ist nur, weil ich jetzt meinen ersten Stream gerade hab. Bro, das ist so Cap. Ich komm gleich dazu, okay? Ich hab eine Präsentation. Ich hab einiges hinter mir, Jungs, okay? Ich hab einiges hinter mir. Und ja, ich war heute laufen. Ich war gestern laufen. Und morgen gehe ich auch laufen. Und übermorgen gehe ich auch laufen. Und übermorgen gehe ich auch laufen. Yalla. Alright, dann will ich gar nicht lange etchen. Warum war ich weg? Fragt dich jetzt bestimmt. Okay? Vielleicht denken Leute, Samus Wild. Aber ich muss euch enttäuschen, Jungs. Es war nicht Samus Wild. Ich war weg wegen Geld. Heiße Geld. So, ich war weg wegen Geld. Okay? Ich war weg wegen Geld. Jetzt, pass auf. Jetzt denkt ihr euch, Hütschep, was für Geld? Wenn du weg bist, verdienst du ja gar kein Geld. Bist du dumm? Da habt ihr recht. Und wenn ich ehrlich bin, ihr habt mich erwischt. Es war nicht wegen Geld. Okay? Alter. Es war nicht wegen Geld. Leider. Es war leider nicht wegen Geld. Mein Leben macht wieder Sinn. Eigentlich wisst ihr, warum es war. Also, es war... Punkt 1. Sorry. Punkt 1. Sorry. Ich dachte, da kommt noch mal so ein so ein Titel. Sorry. Punkt 1. Okay? Burnout, ne? Ich glaube, das ist das Einzige, was ihr wisst. Burnouts bekommen. Es kann den schon Rest gegeben.
Also ich war, ne, wir hatten ja, ich mach kurz Burnout, check.de, wir hatten ja November Sellout Stream, ballert rein, danach, ne, es ist Dezember, November, man denkt, tamam, ich muss hustlen. Und vor dem Sellout Stream war ich schon so ein bisschen so, das geht nicht gut, okay? Dann war Sellout Stream vorbei, ich hab November, Dezember, dann Scandi-Tour, Digga. Und nach der Scandi-Tour tot, komplett tot. Aber das war ja nicht der einzige Punkt für diese Pause, sondern es gibt noch einen Punkt 2. Es gibt noch einen Punkt 2, okay? Punkt 2, warum ich weg war, ist privater Shit, der passiert ist. Und da ist nicht nur ein bisschen passiert, da ist sehr viel passiert. Sehr, sehr viel. Da ist sehr, sehr, sehr viel passiert. Ich will da auch eigentlich gar nicht im Stream darüber reden, aber es hat mich ordentlich gefühlt, Digga. Also immer noch. Ich bin immer noch nicht geheilt davon. Es ist sehr viel passiert. Ich werde euch nicht sagen, was passiert ist, wie, was, wo, vielleicht irgendwann. Aber ich bin in ein Loch gefallen, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich bin in ein Loch gefallen, komplett. Bin immer noch in diesem Loch drin. Also das ist so nicht gefixt, aber ja, hab auch sehr viel geweint, wie ihr hier sehen könnt. Sehr viel geweint. Sehr, sehr viel geweint. Ich glaube, in den letzten Monat habe ich, glaube ich, irgendwie so viel geweint wie in den letzten 3 Jahren. Also es ist wirklich crazy gewesen. Aber wie man so schön sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Ich habe geschrieben, dass der ist. Lass da nicht so drauf eingehen, okay? Und das geht weiter. Soll ich euch sagen, wer das ist? Das ist nicht irgendeine Uhr. Das ist Sensei Wu. Jetzt fragt ihr euch, hä? Passt auf. Ihr dachtet immer, Sensei Wu wäre Sensei Wu. Sensei Wu ist krass. Egal, wir machen weiter mit Punkt. Uppala, wir machen weiter mit Punkt 3. Wie fandet ihr den Joke? War krass, oder? Ich hatte keine Hobbys und dachte mir, ich mache irgendeine Scheiße, Digga, keine Ahnung. Aber, Digga, guckt euch das an. Bro, das ist crazy. Links ist Cars, rechts ist Sally. Egal, wir machen weiter. Punkt 3. Ich war unzufrieden mit Streams und mit mir selber. Deep. Digga, überscheiße nach so einem Joke. Das war ich. Das hier. Nein, aber das habt ihr eh gemerkt. Ich hatte gar keinen Bock mehr auf Streams. Ich wusste gar nicht mehr, was ich machen soll. Bla, bla, bla. Und ich wusste auch selber, ich selber muss mich auch ändern. Ich hab in der Pause nur Scheiße gefressen. Also, selbst da habe ich mich noch nicht geändert. Der Switch war erst vor ein paar Tagen. Bruder, ich habe während der ganzen Pause, wenn man es Average nimmt, jeden zweiten Tag oder sogar jeden 1,5 Tag Pommes gegessen. Safe schon mal, auf jeden Fall. Pommes waren auf jeden Fall immer dabei. Und dann war die Frage, ob halt neben den Pommes Burger war, Schnitzel war oder halt Mc's Burger King. Das war dann immer so, hat immer gewechselt. Aber das in der ganzen Pause, sagen wir jeden zweiten Tag Average. Wenn man es Average nimmt. Ich habe natürlich nicht jeden zweiten Tag das gegessen, aber ich hatte mal so 5 Tage, da habe ich das nicht gegessen und dann 7 Tage, wo ich das nur gegessen habe. Nee, aber das ist, also ich war unzufrieden mit Streams und mit mir selber, aber ja, scheiß drauf. Aber, was ihr euch jetzt vielleicht auch fragt, was habe ich jetzt aber alles in meiner Pause erlebt? Ne, ich war ja 40 Tage weg. Das ist viel. Ne, was 40 Tage, Bruder, das ist über einen Monat. Okay? Das beantworte ich euch jetzt. TikTok-Streams. Pass auf. Die Pause hat angefangen, das wisst ihr, glaube ich, noch, mit Japan. Bro, Despair. Ich bin ungeplant, das war ja eigentlich nicht geplant, alleine nach Japan gereist. Für 2 Wochen. Okay? Alleine. Ich wollte eigentlich nicht alleine, aber durch die privaten Sachen und weil ich hatte ja so einen Stegi gefragt. Der Stegi ist so, Digga. Der meinte die ganze Zeit, ja, wahrscheinlich schon. Ich schreibe dir aber noch. Und dann schreibe ich dem. Der antwortet einfach nicht. Heiko habe ich auch gefragt, der konnte nicht. Und dann bin ich halt einfach alleine dahin gegangen. Hab mich direkt scheiße gefühlt. Also alleine reisen werde ich nie wieder machen. Das war so, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie scheiße das ist. Also es gibt bestimmt Leute, die das mögen. Aber Bruder, ja, auf jeden Fall. Ihr seht, das sind Bilder, die so ein bisschen diese Story erzählen. Ich war, das ist diese Hachiko-Statue da, Ding Crossing, aber direkt rechts daneben seht ihr Tinder. Jetzt fragt euch, Tinder? Was für Tinder? Ich dachte mir, weil ich alleine in Japan bin, warum lade ich mir nicht Tinder runter? Nicht, um irgendeine da wegzuficken. Warum lade ich mir nicht Tinder runter, um da mit irgendeinem zu connecten, der vielleicht auch alleine ist oder Homies hat, die offen sind für den anderen. Und ich dachte, yo, ich stelle Tinder, also ich gehe auf Tinder und ich mache diese Funktion da an, dass ich auch Männer swipen kann. Und da habe ich einfach ich habe alle rechts geswiped, so wie Chef Strobel das macht, aber zu und habe dann mit denen ich habe da kann man ja hinschreiben,
keine Beziehung, nur Kontakt oder so, habe ich gemacht. Und hab da auch geschrieben so, yo, ich bin Deutscher, ich bin kein Deutscher, ich hab die alle verarscht. Aber yo, ich komme aus Deutschland, bin allein in Japan, suche Freunde. Da habe ich ja mit Leuten geschrieben, ich kann euch sogar die Tinder-Chats vorlesen, wenn ihr wollt. Da habe ich die eine hat gelöscht. Auf jeden Fall habe ich da gematcht mit einem Typen und mit einem Mädchen. Also mit einer Frau. Sorry. Mit der Frau, die war über 18. Und zuerst habe ich mit diesem Typen geschrieben. Und meinte so, ja, yo, what's poppin'? Das war Amerikaner. Yo, what's poppin'? Yeah, I'm also alone here in Tokyo. Okay, nice. Dann haben wir aufgehört zu schreiben. Dann war ich bei Shibuya Crossing in der Nähe. Auf einmal schreibt er mir, yeah, bro, where you are? Schreibe ich, da habe ich zuerst gefragt, where you are? Meinte er, Shibuya Crossing. Ich, oh, Shibuya Crossing. I'm also Shibuya Crossing. Und dann haben wir uns getroffen. Und das war scheiße unangenehm. Ich habe vergessen, dass ich diesen Buff nicht hab, dass ich streame und dann, also ich habe so einen Buff, jedes Mal, wenn ich streame, bin ich extrovertiert. Wenn ich aber offstream bin ich würde jetzt nicht sagen introvertiert, aber schon so introvertierter. Und das war so kacke unangenehm. Es war okay. Es war okay. Ich kann euch den Chatverlauf vorlesen. Er heißt Chris. Er hat geschrieben, yo, what's up? Habe ich geschrieben, yo, hello, how are you? I'm good, just walking around Shibuya, lol. Und dann habe ich geschrieben, lol, me too right now. Oh, nice, also random question, but what car you sitting on in your profile? Ich hatte so ein Cupra, also mein Auto hier, ich hatte ja für Merch so ein coldes Foto gemacht, weil ich kann es euch zeigen, wenn ihr wollt. Aber ist das schlau, wenn ich das zeige? Das habe ich reingemacht, um cool zu wirken. Aber das Foto ist ja krass. Das habe ich mir mal reingemacht. Da hat er gefragt, was das für ein Auto ist. Da meinte ich so, Cupra vom Mentor, haha. Ich habe keine Ahnung, warum ich haha geschrieben habe. Oh nice. Also random question, but what... Achso, nevermind. Oh, okay. For I asked, I'm into cars, so... I don't know what you got going on, but maybe later we can meet up and say what's up. Schreibt man das so als Amerikaner? We can meet up and say what's up. Das ist doch todesweird, oder? Da habe ich geschrieben, yeah, sure. Sure. Are you also alone or with others? Er geschrieben, I'm alone too. Don't speak a word of Japanese, lol. Do you? No same, I just speak German and okay English. Er geschrieben, oh nice, are you visiting from Germany? Hab ich geschrieben, yeah, komplette Verarsche. That's cool, I'm from America, bla bla. Auf jeden Fall habe ich mit dem getroffen in so einem Restaurant. Es war okay, es war ein bisschen unangenehm, aber es war okay. Der hat irgendwie, ich habe gerade gefragt, was der so arbeitet. Der war 18, by the way, ne? Der war überjung. Ich treffe mich mit Jüngeren. Was? Der hat irgendwie so Business gemacht. Der macht diese TikTok-Business da. Das hab ich safe schon auf TikTok gesehen. Wenn die so. Der hat so ein Business gemacht. Das ist ja in Amerika. Wie macht man. Was ist sauber machen auf Englisch? Clean. Ja, hier, das ist jetzt Deutsch, aber der hat so ein. Mit seinen Homies so ein Garten sauber machen Business gemacht. Gartenpflegeunternehmen aufzubauen. Was? Oh, nein, nicht der, Digga. Der. Ja! Und das erste, was man braucht, ist einen guten Namen und ein gutes Logo. So, das hat jetzt relativ lange gedauert. Ich habe mich für den Namen Super Garten entschieden. Auf jeden Fall hat er richtig viel Cash damit verdient, Digga. Das ist crazy. Gut, dann war ich, Digga, das war krass! Das war krass, sage ich! Das war leider am letzten... Digga, das ist so krass eigentlich. Man denkt so... Warte, ich darf nicht gespoilert werden. Man denkt so, diese 3 Bilder werden so entstanden, so während meiner Reise. Digga, diese letzten 3 Bilder waren einfach am letzten Tag, als ich gegangen bin. Also ich habe am letzten Tag einfach so viel gemacht, wie... Also, guck mal, ich war erster Tag tot, komplett tot. Ich war die ganze Zeit im Hotel, hab mir 7-Eleven die ganze Zeit was zum Essen gekauft. Hab Squid Game durchgeschaut in Japan. Ich hatte nichts zu tun. Ich habe nur Squid Game geschaut. Im Hotel, Überscheiße. Tag 2 genau das gleiche. Tag 3 genau das gleiche. Tag 4. Ich bin schon ein bisschen rumgegangen und so, aber nicht viel. Leider. Ja, ich bin schon okay rumgegangen. Auf jeden Fall, das war letzter Tag. Da war ich in diesem Tokyo. Wie heißt das? Tokyo Hotel? Nein. Tokyo Drift? Nein. Das ist, Digga, wie heißt die Scheiße? Google halt? Ich weiß nicht, wie das heißt. Teamlab! Digga, das war so krass. Das habt ihr safe schon auf TikTok gesehen. Hier.
Digga, Team Lab Borderless and Team Lab Planets are two of ja, Turkey's ich weiß nicht, wo ich war, da gibt es irgendwie So 2. whether you're very close Das war tot. cheaper could again appear in a different room, not to mention as Ja, da war ich jetzt nicht. interaction required. Whilst Borderless comprises decision. And so if you Ja, auf jeden Fall, das ist so ein Museum. Ich habe alles vergessen eigentlich. Ich habe ein paar Videos gemacht. Da ist so, du gehst so, das ist so, was ist das, Digga? Das sind so einzelne Räume, die komisch sind. Der erste Raum war so Full-Raum mit weichem Stoff. Also da geht man barfuß, by the way, lang die ganze Strecke. Also alle waren barfuß. Ich habe da auch sehr viele Fotos gemacht von Füßen. Aber der erste Raum war so richtig weich. Digga, und da ich bin da reingegangen, alleine. Und ich muss einfach lachen. Alleine! Ich musste einfach lachen, weil das so lustig war. Das war so richtig weich. Man geht da so rein und auf einmal ist das so richtig weich. Ja, hier, so sah das aus. Das war einfach ein Raum, der komplett weich war. Das war geil. Dann war hier so ein cooler Tunnel, keine Ahnung, juckt. Dann, Digga, das habt ihr safe schon mal gesehen. Dieser Unendlichkeitsraum. Digga, ich schwöre, ich kann das nur weiterempfehlen. Also ich kann dieses ganze Team Lab Tokyo Ding, Bruder, ich kann das nur weiterempfehlen. Alle Räume waren so krass. Also, es hat sich so unreal angefühlt. Da war da so ein Raum mit Wasser, wo irgendwie im Wasser so Fische waren, aber halt nicht real. Die waren so projiziert, keine Ahnung. Das war so auf Kniehöhe. Das war richtig geil. Es ist todesgeil. Dann hier sowas mit Wassertropfen. Also, ich kann das nur weiterempfehlen. Bruder, wenn ihr da seid, geht unbedingt dahin. Digga, ich habe mich da so glücklich gefühlt. Dann abends bin ich Tokyo Skytree gegangen. Und das war letzter Tag. Ich habe während der ganzen Japan-Reise keinen einzigen Zuschauer gesehen. Als ich bei Skytree war, auf einmal, ich gehe so eine Tür lang. Ich denke, ich war die ganze Zeit so, ne? So, wenn man alleine ist, dann geht man ja die ganze Zeit so einfach rum. So. Digga, ich mach so Tür auf. Dann ist da irgend so ein Typ. Ich denke mir so, ja, okay, schnell weg. Dann auf einmal er so, bist du nicht Hunger? Ey, auf jeden Fall, das war der erste Viewer. Der hat ein Foto mit mir gemacht und dann auf einmal kam direkt hinterher noch einer, Digga. Also dann, keine Ahnung, auf jeden Fall war ich bei Skytree, da war so eine Eis-Schlittschuhpiste. Da waren nur Paare, da waren legit nur Paare, die da die ganze Zeit gefahren sind. Und dann dachte ich mir, tamam, ich gehe jetzt auch dahin. Ich gehe jetzt auch Eislaufen. Weil ich musste auf meinen Kirby-Café-Termin warten. Da kommen wir auch gleich zu, warum das absolut scheiße war. Ich hab so eine Buchung gemacht, Kirby Café, eine Woche vorher. Und das ist direkt nebendran. Und da war ich halt Eislaufen da, ja. Cool. Dann war ich in diesem Kirby Café, wie ihr hier sehen könnt. Digga, man muss dieses Foto da machen. Ich wurde gezwungen. Ich hatte gar keinen Bock, dieses Foto zu machen, weil das war wieder, dieses Foto also da war so eine Schlange. Man musste so warten. Und die Mitarbeiter sagen, oh ja, take Foto. Und die haben alle immer so mit Familie gemacht, als Paar haben die das gemacht. So Freunde, die so gegenseitig irgendwie die Gabel halten. Digga, auf einmal, ich bin da alleine. Ich muss halt diese Gabel, diesen Löffel halten, Digga. Das war so scheiße. Ihr checkt nicht, wie kacke ich mich gefühlt habe. Vielleicht sieht man das auch am Foto, Bruder. Es ist tot. Also, das war auf jeden Fall der Mitarbeiter, der mich da auch fotografiert hat. Und jetzt seht ihr hier das Essen. Ich habe noch mehr Fotos von Essen. Ich wurde noch nie in meinem Leben so enttäuscht. Man sieht das ja auch immer auf TikTok, diese Pokémon-Cafés, Kirby-Café, bla bla bla. Das Essen sieht halt todeskrass aus immer. Das war mein Getränk. Sieht todeskrass aus. Hier sieht auch krass aus. Das, Digga, sieht auch todeskrass aus. By the way, das Foto habe ich mir jetzt nicht bestellt. Das hier. Neben mir saß ein chinesisches Paar, wo der Ehrenmann, wirklich kompletter Ehrenmann, wo der Typ die ganze Zeit so, der wollte die ganze Zeit Fotos von meinem Essen, weil er das nicht bestellt hat. Der meinte so, can I take a photo? And then you take a photo from me. Okay? Okay, dann habe ich das gemacht. Der war übernett. Ich habe dann ein bisschen mit dem versucht zu reden, mit Google übersetzen und so. Dann hier, das habe ich wieder bestellt. Das war so dieses typische Omelette-Reis-Ding von Japan einfach. Das war Dessert. Und ich sage euch, in meiner ganzen Japan-Reise war das mit Abstand das schlechteste Essen, was ich jemals gegessen habe. Das sieht zwar cool aus, ist aber ekelhaft. Ich konnte das nicht essen. Ich musste den Chinesen links neben mir, ich sag jetzt Chinesen, weil ich nicht weiß, wie er heißt. Der meint die ganze Zeit, der kommt aus China und bla bla bla. Ich musste den fragen,
yo, can you eat my food? I cannot eat it. Weil man bestellt auch ein bisschen mehr, als man eigentlich essen kann, weil das halt alles so geil aussieht und man denkt, das schmeckt auch geil. Digga, das hat alles scheiße geschmeckt. Ich hab noch, also wirklich Top 1 schlechtestes Essen, was ich hier also in ganz Japan gegessen habe. Wirklich. Das hat so scheiße geschmeckt. Ihr checkt nicht. Wie teuer, Bruder, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Alles, alles. Dieser Burger, diese Kugel da, die ihr gesehen habt, dieses Omelette-Ding, der Dessert war am beschissensten. Das war Pudding, der nach nichts geschmeckt hat. Und es war viel zu viel Pudding. Da war nur Pudding. Man denkt, in diesem Auto ist irgendwie noch so eine Füllung drin oder ein Keks. Nein, nur Pudding. Ja, das war auf jeden Fall richtig scheiße. Und die Japan-Reise sollte ja 2 Wochen gehen. Aber weil ich so alleine war und ich mich einsam gefühlt habe und ich depressiv wurde, kam der Abbruch. Ich bin früher gegangen. Obwohl ich eigentlich 2 Wochen da sein wollte, war ich nur 4 Tage da. Und wieder ist es passiert. Mein Lieblingsland, Japan, schon wieder abgebrochen, weil es mir komplett scheiße ging. Ich war das erste Mal da, gestreamt, die Hölle. Es war die Hölle, ich wollte früher gehen, konnte damals nicht. Es war die Hölle, weil ich nur mich auf Stream fokussiert hat. Zweite Reise war auch die Hölle. Es war besser als die erste, aber ich war halt einfach alleine. Win Challenge Japan, Enttäuschung back-to-back. Digga, ich bin jetzt 2-mal von Japan weggegangen, weil es einfach scheiße war für mich. Das erste Mal, weil ich mich nur auf Stream fokussiert habe, das zweite Mal, weil ich einfach alleine war. So scheiße. Japan ist nicht so geil, wie du denkst, Digga. Japan war, also Real Talk auch die letzten 2 Tage, also ich war 4 Tage da, die letzten 2, wo ich wusste, okay, ich gehe in 2 Tagen. Die letzten 2 Tage waren eigentlich geil. Also da habe ich mich eigentlich schon abgefunden, dass ich alleine war. Und Japan ist wirklich ein geiles Land. Ich wollte ja eigentlich nach Osaka, bin auch noch nicht fertig, ich bin auf TikTok rumgescrollt in meinem Hotel, weil ich nichts zu tun hatte. Auf einmal, ich krieg so einen Japaner, der gerade live auf TikTok ist. Man kriegt ja immer so vorgeschlagen, in welchem Land man gerade ist. Wenn du jetzt in Spanien bist, kriegst du öfter spanische TikToks und bla bla bla. Auf einmal, ich krieg ihn vorgeschlagen, der live ist. Und der hatte so Deutschland-Flagge da. Dann schreibe ich es auf Deutsch, weil ich dachte, der redet Deutsch. Keine Ahnung, warum der den drin hatte. Der hat nicht Deutsch geredet. Aber der war Englisch. Und der sah richtig cool aus. Und ich habe mich mit dem angefreundet. Ich meinte so, yeah, I'm here alone. I go to Osaka in like 5 days. Da wusste ich noch nicht, dass ich gehe. Der war in Osaka. Und da wollte ich mich eigentlich mit dem treffen. Ja, hab's dann doch nicht gemacht, weil ich gegangen bin. Aber ich habe gesagt, wenn ich wieder nach Japan komme, treffe ich mich mit dir. Ich habe den auf Instagram angeschrieben. Also ich habe jemanden kennengelernt, nicht nur durch Tinder, sondern auch durch TikTok live. Ich sag aber ehrlich, ist Cheatcode. Das war krass. Und apropos noch was, habe ich vergessen zu sagen. Dann ist Japan durch erstmal. Dieser eine Typ auf Tinder, mit dem ich mich getroffen habe, hat mir nochmal geschrieben gehabt, als ich schon wusste, dass ich wieder gehe. Er hat geschrieben, hey, good morning. What do you have planned today? Ich habe nie wieder zurückgeschrieben. Weil es mir unangenehm war zu sagen, dass ich gehe. Bro, es tut mir so leid. Es war mir unangenehm. Es war mir unangenehm zu sagen, ey, yo, Bro, I go early. Er dachte, es war Date. Ja. Gut, auf jeden Fall bin ich dann weggeflogen wieder, zurück nach Luxemburg und dachte mir, Japan alleine, scheiße. Ich gehe nach Österreich und gönn mir einen Urlaub, weil meine Familie eh da war. Aber warum da in Anführungsstrichen Urlaub steht, seht ihr jetzt. Erstmal, vor allem jetzt gerade an die Österreicher, die irgendwie in der Nähe gerade sind. Digga, es lag, also dafür, dass das war noch Ende Januar, dafür, dass Ende Januar ist, lag da fast gar kein Schnee. 0. Und jetzt gerade, ich komme gleich nochmal dazu, jetzt gerade, Bruder, nix. Wir haben Februar, es liegt nichts im März. Okay, jetzt so langsam, aber, Digga, nix. Auf jeden Fall, Schnee sah so aus, Piste tot. Dann das habt ihr selbst gesehen, ich dachte mir, yo, Trimix und so machen so eine Pissenwoche. Die haben Pissenwoche, die haben das Pissenwoche genannt, haben es aber 3 Tage durchgezogen. Bruder, was? Die haben Pissenwoche dahingeschrieben und die Pissenwoche ging 3 Tage. Auf jeden Fall dachte ich mir an Tag 2, yo, ich gehe jetzt dahin und streamsnipe die. Habe ich gemacht und da war dieses Luftkissen da. Das wollte ich machen. Das wollte ich machen. Und Niki meinte zu mir, ja, das ist das Einfachste. Du musst einfach nur dämmen. Also dämmen, den Schwung so mitnehmen. Er meinte so, ich soll dämmen und den Schwung mitnehmen. Dachte ich, ja, okay, mach ich.
Depp! Digga, und ich bin komplett auf meinen Nacken gefallen. Das sieht man da jetzt nicht richtig, weil, ne, ist halt so ein Kissen. Aber ihr seht ja, wie ich da schon hingefallen bin. Und der Schwung war ja so, ich bin komplett auf meinen Nacken gefallen. Es hat komplett geknackst. Und alles hat wehgetan, mein Rücken komplett wehgetan. Auf jeden Fall hatte ich dann komplette Nacken- und Rückenschmerzen. Und das war, als wäre das nicht alles, habe ich am nächsten Tag, checkst du, dass du einen Tag dahin gehst und sofort für Thumbnail und Titel sorgst? Ja, das meinte Adi auch, Digga. Ich bin einen Tag da und bin wieder am Clipfarmen. Auf jeden Fall, als wäre das noch nicht genug gewesen, habe ich einen Tag danach Influencer bekommen. Versteht ihr den Joke? Influencer-Virus? Ich habe dieses Influencer-Virus bekommen, was mich in den Arsch gefickt hat. Digga, Real Talk, wahrscheinlich 90% des Chats hatten auch. Digga, das hat mich so in den Arsch gefickt. Ich war 3 Tage in Österreich. Am 4. Tag bekomme ich das. Ich dachte mir so, ja, okay, ich wusste ja nicht, dass es dieses Virus ist. Ich dachte, ja, okay, ich bin 2 Tage krank, so, da kann ich wieder fahren. Digga, ich hatte 4 Tage lang 39 Grad Fieber. Ich lag nur im Bett. Mir ging's so scheiße. Mir ging's so beschissen. Mein Rücken hat auch zusätzlich wehgetan. Heißt, ich lag richtig beschissen. Bin dann zum Arzt gegangen. Der meinte, ja, nimm das. Du darfst aber auf gar keinen Fall Snowboard fahren. Und du musst im Bett die ganze Zeit chillen. By the way, Ehrenmann-Arzt. Wir haben so ein bisschen Smalltalk gehalten. Das war am Sonntag, da war fast keiner da. Wir haben so Smalltalk gehalten. Der meinte so irgendwann so, ja, was machst du denn so? Was machst du denn so? Meinte ich so, ja, Influencer. Ich hab Influencer-Virus und bin Influencer. Meinte, oh, zeig mal her. Wie heißt denn du? Da hat er so geguckt und meinte irgendwann so, und da muss ich wieder sagen, die Reichen werden reicher. Da meinte er so, ja, also eigentlich will ich das gratis für dich machen. Aber ich kann leider nicht. Also er hätte diese ganze, ne, ich muss ja bezahlen für Arzt, der meinte so, ja, eigentlich will ich gratis machen, aber er konnte irgendwie nicht. Ich habe nicht verstanden, warum, aber der wollte eigentlich gratis. Auf jeden Fall war ich dann knocked 5 Tage im Bett in Österreich. Dachte mir dann, Scheiße, scheiß drauf. Geplant war nämlich, dass ich nach dem Österreich-Urlaub wieder nach Madeira gehe. Deswegen dachte ich, ja, okay, komm, ich gehe nach Hause. Ich fahre nach Hause, mir ging's aber immer noch beschissen. Bin dann in Luxemburg geblieben, 4 Tage. Zeitquest zu Hause. 4 Tage. In diesen 4 Tagen habe ich mich noch nie so krass einsam und alleine gefühlt wie in diesen 4 Tagen, wie man hier sehen kann. Und ich habe wirklich nur im Bett gelegen, TikTok geschaut, Anime geschaut, kurze, wie heißt das? Empfehlung der Woche, Mashal. Bruder, habe ich angefangen, weil mir Annika, meine Managerin, das empfohlen hat. Digga, todesgeil, ich habe das durchgeschaut in einem Tag. Übergeil, das ist so irgendwie, das ist so gefühlt Harry Potter in Anime-Style, aber irgendwie auch nicht. Also übergeil. Empfehlung der Woche und noch eine Empfehlung der Woche, aber das kennt ihr safe schon, Solo-Leveling. Peak Anime. Habe ich gerade die letzte Folge geschaut, also die aktuellste. Peak, schaut das, Solo-Leveling. Mein Vater war aber auch zu Hause, aber der war halt die ganze Zeit in seinem Büro. Aber, ihr seht, da ist Kaiserschmarrn. Okay, zum Essen, Mampf. Mein Vater hat Rare Shit für mich gekocht. Hat er im Leben vielleicht 3-mal gemacht. War jedes Mal komplett beschissen, man konnte es nicht essen. Aber diesen Kaiserschmarrn war, ich habe das gegessen und ich war erstaunt, dass das okay geschmeckt hat. Es war nicht gut, aber es war okay. Ich war erstaunt. Und ich habe das jetzt einfach in die Präsentation mit reingenommen, weil ich dachte, man muss das appreciaten. Ja, auf jeden Fall habe ich mich komplett alleine gefühlt in diesen 4 Tagen. War in diesen 4 Tagen jeden Tag bei Burger King. Jeden Tag. Und an einem Tag davon hatte ich ein 5-Stunden-Gespräch mit Wichtiger über Discord. Und sind nach diesen 5 Stunden, es war schon 1 Uhr nachts, glaube ich, oder 0 Uhr, meinte ich so, ja, ich gehe jetzt zu Burger King, hau rein. Und meinte er so, ja, ich habe auch Hunger. Dann meinte ich so, ja, okay, lass zusammen Burger King mit FaceTime. Und dann sind wir beide, dann ist er zu seinem Burger King, ich zu meinem Burger King. Und wir haben FaceTime das zusammen gegessen im Auto. Er war in seinem Auto, ich war in meinem Auto. Und in diesem Gespräch mit Wichtiger, einige Leute schreiben schon rein, sind wir auf eine grandiose Idee gekommen. Was ist, wenn Wichtiger und ich einen Podcast zusammen machen? Cinema! Und das werden wir durchziehen. Wir werden es durchziehen. Nächste Woche tun wir alles, dass das wird. Wir haben schon einen Namen, den sage ich noch nicht. Aber wir haben einen geilen Namen. Wir haben einen geilen Namen, der
Wir haben richtig lange überlegt für einen Namen. Und ich glaube, wichtiger als Idee war das dann. Wichtiger hat dann richtig guten Namen. Der ist geil. Der Name ist geil. Ich kann euch die Samples sagen von Namen, die wir hatten. Wir hatten also ich sag jetzt alle, die wir mal im Kopf hatten. 2 IQ, Todesscheiße. Ich hab schon wieder alles vergessen, Digga. Der Schöne und das Bies, Digga. Wichtiger wollte unbedingt der Schöne und das Bies. Ich hab das 0 gecheckt. Der Schöne. Was hatten wir noch wichtiger? Wir hatten noch irgendwelche, die okay waren sogar. Ich weiß noch nicht mal was. Aber sag nicht den einen, ne? Den, der jetzt safe ist, sag nicht. Wir hatten noch Hugo und Mike, aber toter Name. Kommt auf Spotify? Ja, wenn wir einen Podcast machen, auf jeden Fall, ja. Das Einzige, wo ich noch ein bisschen am Überlegen bin, der Podcast wird halt zu 99% online sein. Also, wir werden nicht wie jetzt bei Edel Talk oder so in einem Raum zusammen sein. Es wird halt irgendwie online sein. Ich weiß nicht, wie genau wir das machen. Ich bin da noch überlegen. Also, ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber wäre geiler, wenn wir vor Ort wären. Aber ich habe überlegt, ob wir das hat noch kein Podcast, glaube ich. Ich glaube, alle Podcasts, die online sind, haben so ein extra Design. Ich hab gerade nur das Design von Julia im Kopf. Julia und Joey, also Joey's Jungle, die haben so ein extra Design. Und ich habe überlegt, weil der Name passt dazu, ich und Wichtiger passen dazu, dass wir gehen einfach Discord-Call und nehmen das auf. Weil das ist so hundmäßig, checkt ihr? Also ohne Design einfach Discord. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall habt ihr mitbekommen in der Pause, ich bin das eine oder andere Mal in TikTok live gegangen. Und ihr fragt euch bestimmt, wie hat das Ganze angefangen? Als ich mit Wichtiger Burger King gegessen habe, und wir fertig waren, war 2 Uhr nachts. Oder ich glaube 1:30 Uhr, irgendwie sowas. Und Wichtiger musste auf einmal weg. Und da war ich alleine. Ich war auf dem Parkplatz. Lost und lustig! Roter Name. Digga, Lost und lustig. Bromance! Oh mein Gott, Digga, Bromance! Digga, das war mal deine Idee. Bromance, auch so ein Scheißname. Ja, auf jeden Fall war Wichtiger weg. Ich war alleine in meinem Auto und im Parkplatz. Das war so irgend so ein verlassener Parkplatz, keine Ahnung. Und da habe ich über mein Leben nachgedacht. Hab überlegt, ja, soll ich jetzt nach Hause fahren und schlafen? Dann bin ich so kurz auf TikTok gescrollt, weil ich bin sehr süchtig momentan nach TikTok. In dieser Pause bin ich auf jeden Fall nicht gesund, Digga. Ich hoffe, das geht jetzt weg, wenn ich wieder streame. Aber jede freie Minute, ich muss TikTok scrollen. Und mich ablenken einfach. Ich denke einfach, es ist einfach wegen Ablenken. Weil, ne, mir geht's immer noch, ich habe immer noch Privatprobleme. Ich bin immer noch in diesem Loch drin. Und jede Sekunde, wo ich mich ablenken kann, ist eine gute Sekunde. Spoiler, hat nicht geklappt. Ich habe in dieser ganzen Pause hatte ich so viel Zeit zum Nachdenken, Digga. Weil ich auch, wo ich krank war, konnte ich auch einfach kein TikTok gucken. Auf jeden Fall bin ich nach TikTok gescrollt, hab dann gesehen, Chef Strobel live. Hab da so reingeschrieben die ganze Zeit bei Chef Strobel, weil ich wollte einfach kurz Dopamin abfahren, erst nie gelesen. Und weil ich mein Dopamin nicht bekommen habe, dachte ich mir, okay, nee, komm, ich geh jetzt selber live auf TikTok. Fuck it. Wir haben 1:30 Uhr, 2 Uhr, ich geh jetzt selber live. Und das hat dann angefangen damit. Dann bin ich da random live gegangen, bin am nächsten Tag nochmal irgendwann random live gegangen und das hat sich dann über die ganze Pause gezogen. Bin dann einfach immer random auf TikTok live gegangen und ich schwöre, ich höre, glaube ich, damit nicht auf. Ich finde diese TikTok-Livestreams, die haben was. Also, mein Chat war grauenvoll teilweise, Digga, da war irgendwas voll mit bla bla bla. Aber die meiste Zeit ging das eigentlich. Also mein Chat war eigentlich gar nicht so scheiße. Es ging voll. Das war nur, wenn einer angefangen hat und ich das dann angesprochen habe, dann war der ganze Chat voll. Aber solange man das nicht anspricht, der Chat eigentlich okay für TikTok. Und das ist und ich bin ehrlich, Bruder, es ist ein guter, wenn man gerade nichts zu tun hat. Und ich habe gestern zum Beispiel, da war ich mit Rohan und so, random, und da habe ich halt Sport gemacht. Und da habe ich, ohne es mitzubekommen, auf einmal 20 Minuten Sport gemacht. Das hätte ich, ohne dass ich auf TikTok live wäre, niemals gemacht. Das war die Sidequest zu Hause. Dann, ich bin nicht nach Madeira gegangen, dachte ich mir, okay, ich gehe wieder nach Österreich und mache wieder Urlaub, weil ich bin ja nicht mehr krank. Ich habe nur noch ein bisschen Rückenschmerzen wegen dem Sturz, aber ich bin ja nicht mehr krank. Also kann ich ja noch eine Woche Snowboard fahren, was ich ja davor nicht machen konnte, weil ich ja krank war. Aber der Schnee ist noch mehr geschmolzen. Die Pisten sahen teilweise so aus, dass links und rechts nur Gras war und nur die Piste Schnee hatte. Ne, an die Skifahrer, ihr kennt, das ist immer richtig scheiße. Und ich war einen Tag da. Erster Tag, ich bin mit Vater und Bruder Skifahren gegangen. Und das war an einem Samstag. Und Samstag ist immer Nachtski überall.
wo Nachtski halt ist. Und dann sind wir halt zum Nachtski gefahren. War geil, war richtig geil. Ich hab, by the way, auch an meine Snowboard-Bratanas, an dem Tag Digga, das war geisteskrank. Ich hab an dem Tag meinen Speedrekord gebrochen. Mit dem Snowboard. Ich hatte sogar noch schneller, glaube ich, irgendwann mal. Topspeed geknackt mit Snowboard. 90,3 km/h. Und das ist wirklich krass mit Snowboard. Das ist wirklich krass. Mit Snowboard, ne? Mit Snowboard, das war ja immer langsamer mit Ski als mit Ski. Digga, aber ganz kurz, schau das an meinen großen Bruder. Bruder, der Typ hat. Das ist geisteskrank. Der Typ hat Nachtski. Also, wir sind beide. Der meinte so, da war so eine Piste straight. Der meinte so, ja, lass ballern. Dann bin ich geballert, Digga. Ich hatte noch nie so viel Adrenalin. Und er hat mehr geballert. Warum auch immer. Und da war so eine. So eine Piste geht ja meistens so und manchmal auch so dann. Und da war ganz unten war dieses Ding. Digga, der Typ ist mit 100 km/h, ich glaube 107 km/h, ist der da runtergefahren. Und dann kam da auf einmal so ein Hummel. Digga, der Typ ist 10 Meter geflogen und er hat gelandet. Er ist nicht aufs Maul gegangen. Digga, das ist verrückt. Das ist crazy. Da sind wir Nachtski gefahren und sind dann noch mehr geballert. Ich glaube, da habe ich sogar meinen Rekord gebrochen. Da hatte ich die 90 km/h. Bei der ersten Fahrt, wo ich euch jetzt erzählt habe, da hatte ich, glaube ich, 87 km/h. Und bei Nachtski, wo alles dunkel ist, habe ich 90 km/h geknackt. Und das war auch crazy. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann aufs Maul gegangen. Nicht schlimm. Und da meinten wir schon so, okay, lass mal chillen jetzt. Das war so ein Zeichen. Weil wir sind wirklich totgeballert. Die ganze Strecke war vereist, bla bla bla. Das ist verrückt. Dann dachten wir so, ja, okay, lass chillig fahren. Da rechts ist so ein Fun-Slope. Fun-Slope, das ist so mit Kurven und bla bli. War zwar unbeleuchtet, aber scheiß drauf. Lass machen. Digga, dann fahre ich da und da kamen da so richtig enge Kurven und weil es halt dunkel war und ich meine Skibrille anhatte, habe ich den Schnee nicht richtig gesehen, hab mich verkantet mit dem Snowboard und alle, die Snowboard fahren, wissen, was das bedeutet. Ich bin komplett in der Kurve nach vorne gefallen. Komplett. Wirklich komplett auf meinen Kopf gefallen. Wirklich mit voller Wucht. Ich hatte Widescreen für eine Sekunde. Kein Witz. Ich hatte legit, alles war weiß. Hatte Tinnitus. Ich wusste direkt beim Aufprall, okay, ich habe Gehirnerschütterung. Hatte ich auch. Ich habe eine Gehirnerschütterung bekommen. Dann lag ich da, bla bla bla. War alles okay. Ich konnte meine Beine bewegen. Dies, das, Ananas. Hatte ein bisschen Rückenschmerzen. Bisschen. Bin dann runtergefahren, hab dann erstmal einen Tag gechillt, lag wieder im Bett. Lag wieder einen Tag im Bett. Und das war noch am Abend. Am Abend, ich hatte geisteskranke Rückenschmerzen. Oben rechts und bis teilweise links. Ich habe keine Ahnung warum. Ich bin auf den Kopf gefallen. Warum habe ich Rückenschmerzen? Und diese Schmerzen sind bis heute noch da und stark. Die gehen zwar immer mehr weg, aber ich kann immer noch nicht richtig es ist wirklich gefühlt. Ich kann 4 Tage lang nicht mit der rechten Seite liegen, ich kann mich nicht abstützen so. Irgendwas ist da komplett gefickt geworden durch den Sturz. Und jetzt zieht das auch links irgendwie. Ich bin nicht zum Arzt gegangen, weil ich keinen Bock hatte. Dumm, ich weiß, aber es geht ja weg. Ich habe ja nichts gebrochen oder so eigentlich. Aber ich frage mich trotzdem, wo kommt das, Digga? Auf jeden Fall noch dümmer, als nicht zum Arzt zu gehen, ist, ich lag einen Tag im Bett, hatte nach diesem Tag immer noch Höllenschmerzen, wirklich geisteskranke Schmerzen. Bin aber trotzdem Snowboard fahren gegangen, weil es mir einfach zu dumm war, Digga. Ich bin letzte Österreich-Urlaub konnte ich schon nicht fahren, weil ich krank war. Und diesen Urlaub soll ich jetzt auch nicht fahren, weil ich verletzt bin oder was. Leck meine Eier, ich bin trotzdem gegangen, hab mir Schmerztabletten gepoppt, hat todesweh getan, hatte gar keinen Spaß. Aber ich hab's einfach aus Prinzip gemacht. Bin am nächsten Tag nochmal gefahren, komplett unter Schmerzmittel, hatte wieder keinen Spaß, aber ich bin aufs Prinzip gefahren. Dann nochmal gefahren mit Schmerzmittel, hatte ein bisschen Spaß, weil es ein bisschen weh getan hat. Ja, und dann irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, weil das Wetter scheiße war. Und an diesem Tag, wo das Wetter scheiße war, ich war in Innsbruck, meinte meine Mutter, ja, willst du mit Döner essen gehen? Meinte ich so, ja, okay. So, ja. Und ich hab so gehofft, ja, okay, lass so ein bisschen außerhalb. Immer, wenn wir essen gehen, ich sag immer, ja, lass außerhalb, weil ihr checkt nicht, Innsbruck ist krass, was Viewer angeht, Digga. Ich wusste das nicht. Also Innsbruck, Bruder, wenn ich Innsbruck Zentrum bin,
ich fühle mich da nicht wohl. Da kommt jede Minute kommt da einer. Auf jeden Fall habe ich so gehofft, da sind wir zu so einer Mall gegangen, aber die war so abgelegen. Dachte ich, ja, okay, geil. Habe ich da hingesetzt, waren da so 3 Kinder, dachte mir so, okay, die haben so die ganze Zeit geguckt, die ganze Zeit während dem Essen, das ist überunangenehm, bitte kommt. Oder wenn ihr mich irgendwo essen seht mit Family oder so, Bruder, bitte kommt einfach mal Foto und ciao. Aber die haben die ganze Zeit geguckt. Da war ich so ein bisschen abgeguckt und dann kamen die irgendwann und meinte ich so, okay, tamam. Dann auf einmal kommt da wieder eine Gruppe mit Kindern. Ich denke mir so, hä? Wo kommen die alle, Digga? Haben die keine Schule? Da war da eine komplette Gruppe. Es sah legit so aus. Deswegen das Bild. Da kam da so eine 10er-Gruppe Jungs, die haben alle Foto mit mir gemacht. Haben so Schlange gestanden, haben Foto gemacht. Dann meinte ich so, ich war fertig mit Essen, meinte ich so, ja, okay, ich gehe wieder ins Hotel. Zum Chillen. Digga, ich gehe runter. Dann war links eine 7er-Gruppe Jungs, die alle meinen Namen geschrieben haben. Rechts war eine Gruppe, die alle meinen Namen geschrieben haben. Ich bin dann lange gegangen, jeder hat gesagt, Hugo, Hugo, Hugo. Dann ist da irgendein Kind mitgerannt zur Rolltreppe, hat während der Rolltreppe ein Foto gemacht. Dann Tiefgarage, war noch einer, jo, lass Foto machen. Bruder, ich hab mich gefühlt wie Gamescom. Dann sind wir mit dem Auto weggefahren, waren aus der Tiefgarage raus. Und in der Ausfahrt, also als wir draußen waren, haben da einfach 4 Jungs gecampt, weil die wussten, dass wir mit dem Auto da rausfahren. Und haben dann so geschrien, Hugo, Hugo, dann sind wir so ein bisschen weggefahren. Meinte so, ja, wir können hier nicht stehen bleiben, sorry. Dachte ich so, ja, okay, schade. Digga, dann auf einmal, ich guck so Seitenspiegel, die rennen hinterher. Die sind 1 Kilometer hinterher gerannt, dann bin ich irgendwann rechts ran, wo ich konnte, hab Foto mit denen gemacht. Irgendwann bekomme ich gesagt, dass über dieser Mall einfach eine Schule ist, Digga, und die gerade Pause hatten. Digga, wie random. Tot. Das war mein zweiter Urlaub, in Anführungsstrichen. Wieso hast du ein Foto mit denen gemacht? Ja, keine Ahnung. Weil ich mir dachte, tamam, mach ich. Die hatten Semesterferien, nein, die hatten alle Schule. Also das waren alles Schüler. Das war eine Schule und die hatten gerade frei. Und wenn die frei haben, dann gehen die immer anscheinend zu Döner und das ist halt eine ganze Mall, Digga. Die können einfach, Digga, wie krass ist das eigentlich? Bro, die können einfach in der Pause zum Mall gehen. Ja, da war Österreich-Urlaub vorbei. Ich weiß gerade nicht, was der nächste Slide ist. Achso. Da war Österreich-Urlaub vorbei. Ich war wieder einen Tag zu Hause. Ja, da ist nicht viel passiert, hab gechillt und bin jetzt hier in Madeira halt. Und jetzt fragt ihr euch, was jetzt? Ganz kurze Erklärung, warum diese ganzen Bilder hier sind. Bro, als ich das rausgesucht habe, ich habe so Shrug People eingegeben. Als ich den gesehen habe, Digga, ich musste direkt an dieses, ich weiß nicht, ob ihr das auf TikTok seht, dieses Meme so, yeah, just me and the friends with an idea, diese Burger, die so 30 Euro kosten, und dann habe ich das einfach dahin gemacht, keine Ahnung. We are young. Geht das so? Warte mal, ich guck. We are young. There's a fire in our soul. We go big or go home together. Ja. We are young. That's right. We're black and we're white, but we all. Was jetzt? Warte, bevor ich das sage, ich habe das noch gar nicht erwähnt. Bruder, was ist eigentlich passiert, während ich weg war mit TikTok? Digga, was ist diese Meter mit Clipfarm gewesen? Ich glaube, das ist mittlerweile auch wieder abgeflacht. Aber Bruder. Nee, scheiß mal auf das! Was war am 26.02. mit Instagram los? Habt ihr das mitbekommen? Digga! Das war ja wirklich, also ich hab das alles mitbekommen, weil ich halt, ne, ich war nur am Handy gefühlt, weil ich nichts zu tun hatte. Digga, am 26.02. scheißegal, wer du bist. Wenn du auf Insta warst, war jedes Reel ein Reel, wo jemand erschossen wird, wo jemand zertrampelt wird von einem Elefant. Autounfall, es sind nur Leute gestorben. Digga, das war so geisteskrank. Wirklich. Das ist crazy. Also Insta Reels ist ja, ab und zu kommt das ja immer mal, dass da irgendein Reel ist, wo halt jemand stirbt, aber am 26.02. war nur das. Und noch krasser als davor. Digga, also, und dieses Elefantenvideo, oh mein Gott. Oder man denkt, Elefanten sind nicht so krass, aber Digga, der Typ war eine Mütze danach. Das ist verrückt. Also sei froh, dass ihr da nicht auf Insta Reel wart. Mütze? Nein, Münze. Was jetzt? Fragt ihr euch. Ich hatte in diesen 40 Tagen, und ich weiß, das ist wirklich ernst, okay? Ich versuche jetzt ernst zu bleiben. Ne, ich bin immer hier. Ich hatte in diesen 40 Tagen sehr viel Zeit zum Nachdenken.
Sowohl was Streams angeht, als auch privat. Und ich habe einiges verstanden. Also erstmal hatte ich in diesen 40 Tagen ich habe richtig viel über, ich muss ernst bleiben, aber ich habe richtig viel über Tod nachgedacht. Oder keine Ahnung, von wo das kam. Richtig viel. Ich hatte so richtig Angst, panische Angst, so, Digga, wir sind einfach irgendwann tot und das ist einfach nix. Das ist crazy. Nee, auf jeden Fall habe ich richtig viel nachgedacht, auch über mein Leben und so, wie das war und was privat passiert ist, im Stream passiert ist, dies, das, Ananas. Zur passenden Zeit habe ich bei dem auch sehr viele Hopecore TikToks bekommen. Nicht diese Hopecores, die ihr jetzt kennt, aber so richtig, die mir geholfen. Real Talk TikTok hat mir geholfen ein bisschen, muss ich sagen. Ich hatte auch Therapie, aber TikTok hat mir Real Talk eigentlich krass geholfen. Wirklich, es ist wirklich krass. Ja, auf jeden Fall habe ich gemerkt, wie gut mir auch ich habe in diesen 40 Tagen, glaube ich, 30 Tage nicht über Stream nachgedacht. Das hatte ich noch nie, seitdem ich streame. Noch nie. Wirklich keine Sekunde drüber nachgedacht, weil ich wusste, ja, ich bin eh weg. Und das war krass. Und ich will auf jeden Fall mehr Off-Days. Tut mir leid. Aber ich will auf jeden Fall mehr Off-Days. Ich will, glaube ich, so, dass ich wirklich pro Woche einen Tag habe, wo ich wirklich den hier mache. Wirklich so. Ey, das wirklich krass ist. Das hatte ich hatte legit die letzten 3 Jahre also man hat ja kein Wochenende. Ich will mich jetzt auch nicht beschweren, ne? Das ist Traumberuf, dies, das, Ananas. Bla bla, das typische bla bla bla, ihr checkt schon. Aber ich will so einen Tag, wo ich mir so denke, ja geil, einfach chillen, einfach nix machen. Oder wenn ich nix mache, war irgendwie krass. Ich habe legit nix gemacht einfach. Ich lag einfach im Bett, hab einfach gechillt. Rasier dich mal. Wie, wo soll ich mich rasieren? Auf jeden Fall will ich mehr Off-Days machen. Das versuche ich zumindest. Ob ich es durchziehe, ist die andere Sache. Ich will auf jeden Fall ich werde es nicht durchziehen, ich weiß jetzt schon, ich versuch's. Ich will später streamen. Ich habe ja immer, also davor, ich kann es ja jetzt sagen, juckt so, ich habe die letzten 10 Monate irgendwie um 15 Uhr immer gestreamt, weil ich mir, okay, ich sage euch jetzt das habe ich schon, glaube ich, nie gesagt. Bruder, ich habe die letzten 10 Monate, die letzten 2 Jahre, habe ich halt immer, ne, das ist ja kein Geheimnis, früher gestreamt, weil halt weniger online sind. Was ich aber auch gemacht habe, ist, ne, ist ja kein Geheimnis so, dass ich in der gleichen Bubble bin für Kevin. Bruder, ich habe mir Kevin VOD angeschaut, bin bis zum Ende geskippt, hab geguckt, wann er live geht, ob er Off-Day macht. Tot, Digga. Warum? So krank, weil, ne, ist ja kein Geheimnis, wenn Kevin live geht, Bruder, ich verliere 50% Viewer oder so. Und ich hab nur gestreamt, peinlich, ja, das ist wirklich peinlich. Ich hab nur gestreamt, also ich hab nur auf andere Streamer geguckt, wann ich streame. Checkt ihr? Ich hab nicht gestreamt, wann ich will. Ich hab gestreamt, wann ich denke, dass es smart ist zu streamen, wenn halt, ne, andere offline sind oder so. Und das ist halt totdumm, Digga. Ich hab gar keinen Bock, mittags zu streamen. Ich bin nicht der Mittagstyp, ich bin eher Abendstyp. Das wisst ihr ja sehr. Also die OG-Viewer wissen es eh. Bruder, ich bin abends 100-mal lustiger. Also wirklich spät abends. Ich weiß nicht, ob ich so lange streame, aber, Digga, 22 Uhr, Hugo, ist crazy. Checkt ihr? Weil ich bin abends viel mehr Energie geladen wie mittags. Weil mittags bin ich noch in diesem, mittags bin ich gefühlt aufgestanden, so, checkt ihr? Aber ich will auf jeden Fall versuchen, jetzt später zu streamen und mit später meine ich 16 Uhr. Also ich will erst mal 16 Uhr machen und so gucken, wie es ist. Ob es dann klappt, können wir auf 17 gehen, auf 18. Ich glaube, 17 ist Maximum. So spät will ich es auch nicht. So, oder Maximum vielleicht 18, aber ich will schon so 17, 18. So viel Gelaber für eine Stunde später. Ich bin oft um 14 Uhr live gegangen. Also 16 sind ja 2 Stunden schon. Ich will mehr Sachen machen, die ich mag. Aber das habe ich glaube ich, die letzten Tage gemacht. Und eine Sache, die auch krass sein könnte, das habe ich auch auf WhatsApp geschrieben. Ich überlege, mir eine Mini-Wohnung zu holen in Köln. Nicht, um da hinzuziehen, das will ich auf gar keinen Fall. Aber halt, um einfach ab und zu mal in Köln zu chillen und da mit Leuten irgendwas zu machen. Pro Jahr, vielleicht 2 Monate oder so. Und einfach, ja. Ist das nicht mittlerweile die 5. Bruder, ich kaufe, also, Digga, überdumm. Am Anfang dachte ich, ja, ich muss die kaufen, sonst ist useless. Aber hier, meine Mutter meinte, ich soll einfach für 1 Jahr mal testen. Mit Miete. Ja, okay, das Geld ist weg, wenn ich nicht da wohne, so, aber es bringt ja auch was. So, es bringt ja auch was für mich selber.
Was ich auch machen will, das will ich auf jeden Fall. Und das ist ein todeskranker Flex jetzt. Das sind jetzt alles Sachen, die ich machen will und die ich mir ermöglichen kann durch euch, damit es mir besser geht. Ich bin auf Madeira, ich bleibe auf Madeira. Ich will mir diese Mini-Wohnung, ich will irgendwie eine Mini-Wohnung in Köln, ob die mir gehört oder nicht, weiß ich nicht, aber dass ich da halt chillen kann, so 1-2 Monate im Jahr. Und ich will noch einen Traum erfüllen, den ich habe. Und zwar will ich mir in Österreich eine kleinere Wohnung kaufen. Und dann im Winter, so Peak Winter, Dezember, Januar, halt da chillen, mir ein Setup da machen. Da kann ich halt auch öfter Snowboard fahren, weil ich will unbedingt mehr Snowboard fahren. Und während, dass ihr jetzt denkt euch, ja okay, wasted, dann wohnt da jetzt die Monate keiner. Ich vermiete das halt an, also während ich nicht da bin, ist mein großer Bruder einfach da. Und mein Vater gibt mir ein bisschen Miete. FFF, danke für 5 Gifted Subs. Ich verlange jetzt nicht 1000 Euro von dem, aber ich habe gesagt 500 passt. Bro wohnt in 4 Ländern. Ja, ob ich das machen kann oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber das ist so ein Traum, Digga. Wie viel Wohnung will Bro kaufen? Bruder, ich hab keine einzige Wohnung bis jetzt, hä? Ich hab keine. Also ich hab ein Haus, aber... Nee, nicht mal das Haus hab ich. Apropos Haus! Das ist immer noch nicht fertig! Nicht mal zu! Das sind nicht mal Fenster! Ich sag, das wird nie fertig. Ich werd verarscht von denen. Das sollte diesen Monat fertiggestellt werden. Vergiss es, das ist in 5 Monaten nicht fertig, sage ich. Das ist crazy. Und, das habt ihr auf WhatsApp vielleicht gesehen, ich ziehe jetzt mit Sport durch. Frage ist, wie lange und so, ich weiß, ja, Maul, ja, komm. Ich will mit Sport durchziehen, ich will kein Fastfood mehr essen. Mit Fastfood meine ich Mc's, Burger King, Pizza Hut, bla bla bla. Wenn ich jetzt trotzdem mal was, wenn jetzt irgendwie meine Mutter Pommes macht, dann esse ich die, Digga. Aber, Bro, atme, das sind meine, Digga, das sind meine Ziele, ob ich die schaffe oder nicht. Eine andere Frage. Aber das sind jetzt meine Ziele. Ich gebe dir 3 Tage, ja? Ihr seid Hater. Aber ich hab wirklich einen Switch. Das ist nicht dieses Sellout-Stream. Ja, nach Sellout. Ich hab wirklich einen Switch in meinem Kopf gehabt. Weil halt auch Sachen passiert sind. Ich hab wirklich einen Switch. Bei mir hat was Klick gemacht. Kein Witz. Real Talk. Bei mir hat wirklich was Klick gemacht. Na, ey, Real Talk. Bei mir hat wirklich was Klick gemacht. Wirklich. Also ich hab wirklich einen Klick gehabt in dieser Pause. Ich will jetzt Sport machen. Ich will mindestens jeden Tag was machen. Entweder joggen oder Gym. Ich will jetzt erstmal nur joggen. Ich war gestern 5 Kilometer joggen. Dann nach 20 Minuten rudern. Heute wieder 5 Kilometer joggen. Direkt nach dem Aufstehen. Das muss man hinbekommen. Und danach rudern. Morgen wieder. Aber Digga, ich fühle mich auch scheiße. Ich habe jetzt schon Muskelkater tot, ne? Dann will ich kein Fastfood mehr. Mit Fastfood meine ich halt wirklich einfach nur Mc's, bla bla bla. Wenn ich jetzt mal was Ungesundes esse zu Hause, dann gönne ich mir das, Digga. Ich will jetzt nicht komplett darauf verzichten. Und ich will kein Porno gucken. Ja, weil, das ist jetzt auch todeskrass, dass ich das sage. Aber ich hab ihr werdet jetzt lachen, aber ich hab einen TikTok gesehen und das hat mir die Augen geöffnet. Es hat mir wirklich die Augen geöffnet. Ich dachte davor immer, ja gut, ich war nie der crazy, ne? Kevin ist ja geisteskrank, der ist wirklich krank. Ne? Ich hab jede Woche vielleicht 1-2 Mal gemacht. 1-2 Mal. Real Talk. Wallah Billah, ich hab jede Woche vielleicht 1-2 Mal. 1-2 Mal. Mehr nicht. Und ich dachte immer, ja okay, passt schon. Aber hab ich einen TikTok gesehen, das hat mir die Augen geöffnet. Ich will euch nicht zeigen, was ein bisschen unangenehm ist. Und das spielt bei mir ist da noch ein bisschen mehr History auch. Aber ich will kein Porno gucken. Nee, ist mir unangenehm, ist wirklich unangenehm. Nee, okay, das ist mir auch unangenehm. Ich sage euch ein anderes Zitat. Ein Mann, der seine Lust kontrollieren kann, ist gefährlich. Und das stimmt. Weil, ihr wisst das ja vielleicht selber von euch, wenn ihr so richtig horny Lust habt, Bro, dann denkt ihr euch, ja, okay, mache ich jetzt einfach. Aber das nicht zu machen, ist crazy. Sich zu Bro, entertain. Nein, ich habe nichts zu entertain. Und das ging auch gar nicht um den Satz, es ging eigentlich um was anderes. Aber wirklich jetzt, ihr schreibt jetzt ain't no way, aber ich meine das ernst. Ich meine das wirklich ernst. Digga, wenn ihr kontrollieren könnt und sagt, nee, ich fix jetzt nicht,
Ich meine das wirklich ernst. Und ja, okay, ich habe das auf TikTok gesehen, dies, das, aber auf TikTok ist jetzt nicht auch nur Scheiße so. Aber ich meine das wirklich ernst. Wenn man das wirklich kontrollieren kann, dann ist das krass. Dann ist das Mindset-mäßig auch krass. Weil ich hatte auch No Nut November zum Beispiel jetzt, habe ich jetzt ab und zu mal aufs Joke probiert. Da dachte ich mir, ja, Digga, ich bin so horny, Bruder, ich jetzt alles, ich fix den ganzen Raum jetzt voll. Such dir eine Freundin. Auf jeden Fall, das sind die Sachen. Also ich glaube, ich habe auf jeden Fall ein Update gemacht. Therapie hat auch geholfen, ich mache immer noch Therapie. Ja. Aber das war noch nicht. Denn, noch Fragen. Habt ihr noch Fragen? Wie bist du das erste Mal gekommen, ne? Das war durch nicht. Hat Fucky mehr Geld bekommen in der Zeit? Rein theoretisch ja. Aber durch eine Zugeleifheit nein. Was hat es hiermit auf sich? Ja, das hab ich gesehen. Ey Jungs, sorry, ich bin kurz mute. Digga, geh weg, du bist nackt. Nein, geh weg, du bist nackt. Ob ich mal anfassen? Ja, komm, ich fass kurz an. Oh, geil. Ja, ich komm später rein, um dich zu bumsen. Ich komm später nach, okay? Ja, okay, ciao. Oh mein Gott, sorry Jungs, ich war ja nicht muted, oh mein Gott. Digga, diese ganze Clip vom Scheiß ist so kacke. Okay, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Wo ist das Thaddeus-Bild? Das Thaddeus-Bild ist links da, weil... Warte, kann ich das irgendwie zeigen? Das ist da, weil, ihr könnt euch erinnern, da war eine Dartscheibe mit sehr vielen Löchern in der Wand. Und meine Vermieterin kam während der Pause und wollte die Wohnung sehen. Und da war ich so, scheiße, was mache ich jetzt? Bin ich jetzt nicht gefuckt? Und dann habe ich das Thaddeus-Bild einfach da hingehangen, damit ihr das nicht seht. Ja. Warum steht ein Weihnachtsbaum? Es ist März. Ich bin im Weihnachtsschwung. Du musst auch Tasse Kaffee machen für Clip. Nee, das geht mir so auf die Eier irgendwann. Wann packst du die restlichen Weihnachtspakete aus? Bruder, ich hab das komplett vergessen. Ich wollte pissen. Ich gehe in mein Badezimmer, ganze Badezimmer voll mit Paketen. Also das machen wir auf jeden Fall die Tage jetzt. Wie lange werden jetzt Streams sein? Die werden auch nicht länger. Falls ihr jetzt irgendwie erwartet habt, die werden länger. Ich will jetzt keine Zeit sagen, aber so 5 Stunden. Ich finde 5 Stunden ist eine gute Länge. Denkst du, ich bin ein Junge oder ein Mädchen? Weil Luca, der Skibidi, dachte, ich wäre ein Junge. Digga, bei Lynn ist ein Mädchenname, hä? Okay, habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen oder war's das? Sonst war's das mit meiner Präsentation. Irgendwas? Warum warst du selten im Off-Chat? Weil ich halt null. Ihr checkt wirklich nicht. Ihr checkt nicht. Ich war in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie in meinem Leben in so einem krassen, verfickten Loch, wie ich da war. Ihr checkt nicht. Ich bin immer noch in diesem Loch drin. Aber, Bruder, ich hab noch gestern, ich sag's einfach, weil es ist mir scheißegal. Ich hab gestern 2-mal todeskrass geweint. Also wirklich crazy. Ich hab sogar einmal geweint. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, glaube ich. Einmal geweint, ich habe meine Mutter angerufen. Weil, ne, ich bin hier alleine. Es ist verrückt. Es sind Sachen passiert, Jungs. Ja. Ey, by the way, richtig süß. Während der Pause, ich hab das halt offstream einfach angeschaut. Während der Pause haben wir Viewer, also Fark hat das organisiert, haben wir Viewer so Worte an mich gerichtet. Und Annika. Ich glaube, Annika hat das vielleicht gemacht. Ich habe mir das alles angeschaut. Ey, Dankeschön an jede einzelne. Eine kleine Überraschung für dich. Ich habe das in Japan im Hotelzimmer mir angeschaut. Einfach damit du weißt, dass wir immer hinter dir stehen, egal ob online. Yeah. Hallo Hugo, ich bin Leon. Ich wollte dir einfach mal sagen, du hast mir echt in einer schweren Zeit geholfen. Egal, ob es mir schlecht ging oder ich gemobbt wurde, du hast mir immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Für mich bist du ein Held ohne Cape. Wir stehen immer hinter dir. Also nimm dir die Auszeit. Und da waren halt richtig viele. Ey, Dankeschön, wirklich. Ich habe halt schon alles gesehen. Schingelino, danke für 30 Grüß. Dann grab in deinem Loch weiter, irgendwann kommen Diamanten. Oh, rede, Bruder, rede. Wie oft kommt Podcast? Wenn, ja, einmal pro Woche. Aber eine Frage habe ich. Ihr wisst jetzt, was ich in der Pause gemacht habe. Aber was ist alles passiert, während ich weg war? Ich habe wirklich mir nix angeschaut. Nur ein paar Sachen, die ich auf TikTok gesehen habe. Ansonsten gar nichts. Nix? Ja, Bruder, als ob nichts passiert ist. Gott ist schwanger. Ja, ich glaube, das aktuellste Thema, dieses Isa-Thema mit diesem Typen da. Aber Bruder, ich sag ehrlich,
Also während der Pause habe ich wieder Twitter runtergeladen, Schere, aber Bruder, man kann auch ein bisschen übertreiben. Digga, ich finde, dass da... Mama Wutz ist schwanger, Digga! Mama Wutz ist schwanger, das habe ich gesehen! Bro, das f***t richtig ab! Ich sag's, ist Papa Wutz fremdgegangen. Hat er auch selber im TikTok geschrieben, unter den Kommentaren. Zweitens, George ist jetzt ein Niemand. Keiner guckt mehr auf George jetzt. Wenn der Neue da ist, ist George ein Niemand. Und das f*** mich ab, weil George und ich Homies sind. Ja, stimmt, Amerika habe ich auch mitbekommen. Nee, auf jeden Fall dieses Isa-Ding. Digga, oh mein Gott. Bro, dann war sie vielleicht bisschen weird. Digga, der Typ war genauso weird. Hä? Also der hat ja auch so, der war ja auch nicht, also ne, vielleicht, ich check schon, dass er schüchtern war und so und Isa hätte vielleicht bisschen anders reden können, aber Digga, als ob das jetzt so, es ist nicht so deep, dass man 100 Tweets darüber machen muss, dass wieder jeder ein Video darüber machen muss, dass wieder jeder darüber ranken muss. Bruder, es ist nicht so deep. Genauso wie bei Phoebe, Digga. Oh mein Gott. Bruder, egal was Phoebe macht, irgendwelche Opfer auf Twitter machen wieder irgendein Fass auf, Digga. Shit, aber Bruder, habt ihr kein eigenes Leben? Digga, das geht mir so auf die Eier mittlerweile. By the way, während der Pause ist es mir auch alles egal mittlerweile, Digga. Wenn ich wieder irgendwas mache, ich krieg Hate, das ist mir so egal, Digga. Das ist mir so wirklich komplett egal. Ich hab ja in diesen 40 Tagen war ich ja mehr so Zuschauer. Digga, das sind alles Idioten, wirklich. Und ich weiß mittlerweile auch, guck mal, ich dachte immer, wenn ich Hate bekomme, so mein Leben ist vorbei. Bruder, jetzt weiß ich, wann mein Leben vorbei ist. Ich weiß es. Und es ist nicht, wenn ich gehatet werde, online. Es sind private Sachen, es ist mein Privatleben einfach. Oder es ist scheißegal, wie ich gehatet werde. Also ich weiß jetzt, was ich will, so. Checkt ihr? Wie gesagt, ich habe abgelevelt. Die Pause war zwar scheiße, aber sie hat mir geholfen.